geht, da ist mir aber sehr schnell, muss ich sagen. Na gut. Entschuldigung, Captain Kate? Kann ich etwas für dich tun, Soldat? Nein, du kannst nur auf Zeiten gehen, mehr will ich nicht. Nehmen wir mit. So. Wieso geht das jetzt nicht? Ui, geht eh. So, jetzt brauchen wir noch einen Brillenfauxpas da hinten. Ja, Katze. Was denn? Ah, gut, da bist du ja endlich. Leg die Bücher einfach irgendwo hin. Ich schaue sie mir an, sobald ich Zeit finde. Verwechselst mich? Ich fürchte, du verwechselst mich da mit jemandem. Vielleicht sollte ich die Versorgungskästen nach einer neuen Brille durchstöbern. Da du ja offensichtlich nicht die Person bist, die ich erwartet hatte, würde es dir etwas ausmachen, mir den Grund deines Besuchs mitzuteilen? Maxon wollte, dass ich die Besatzung kennenlerne. Du warst der Nächste auf meiner Liste. Ah, ja. Du bist sicher der neue Rekrut, den Paladin Danse in seinem Bericht erwähnt hat. Unter normalen Umständen würde ich dir eine angemessene Einweisung in meine Abteilung erteilen. Allerdings stehe ich enorm unter Zeitdruck, da ich Forschungspatrouillen einteilen muss und mit Anfragen zu technischen Dokumenten überhäuft werde. Leider fehlt mir das Personal, um das alles hinzubekommen. Um welche Art technischer Dokumente geht es denn? Die Bruderschaft ist hauptsächlich an Informationen interessiert, die uns bei unserer aktuellen Mission helfen könnten. Medizinische Aufzeichnungen, wissenschaftliche Veröffentlichungen, Waffenbaupläne. Wenn es nützliche Daten enthält, brauchen wir es. Vielleicht könnte ich dir ja unter die Arme greifen. Das wäre hervorragend. Halte bei deiner Patrouille im Commonwealth die Augen offen nach Blaupausen, Memos, Anleitungen, Büchern, Diagrammen. Also nach allem, was brauchbare technische Daten enthält. Ich bin autorisiert, dich für jede Dokumenteneinheit zu entlohnen, die du findest. Und wenn du gern Teil einer Forschungspatrouille sein möchtest, habe ich eine Menge, die noch Personal benötigen. Wie dem auch sei. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Ritter. Sehr gut. Haben wir das auch? Bringt auch Kohle. Warte mal. Ich glaube, soweit sind wir da zwar fertig, oder? Ja. Kruzifix. Ist Keine. es nicht gut, Teil von etwas so Wichtigem wie der Bruderschaft zu sein? Wenn du weiter diesen Müll sammelst, werden wir langsamer. Dance bitte. Überlass es Denken mir. Weil ich muss ja dein Hals auch aus der Schlinge ziehen. Du Depp, du. Ich habe noch nie jemanden verloren. Dieses Versagen ist mir neu. Boah. Achso, die hat schon so einen schwerer Boah. Komfortgriff, okay. Haben wir vielleicht noch irgendwas, was wir auf die Schnelle... Wir brauchen ja nur mehr einen einzigen depperten Punkt. Dieses Gestell macht mich wahnsinnig. Mich juckt es an 3 Stellen, an die ich nicht mal rankomme. Das hat mich jetzt aber interessiert. Ehrlich. Dank unserer Vertibird sollten wir die Lufthoheit haben, die wir brauchen, um diesen Krieg zu gewinnen. Oh ja! Yippie! Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir alles benannt, was wir brauchen. Ihr Schweindeln. So. Okay. Warte mal. Ah, da ist noch was, schau. Den hätte ich jetzt fast übersehen.
Sorry, ich habe was vergessen. Ganz was Wichtiges. Dr. Ingram wollte den Anzug schon gestern getestet haben. Ja, ich weiß. Und wenn ich es nicht schaffe? Schaff es. Okay, klar. Feuer! Oh. Nimm mal mit. Kennst du diese Synths mit den Plastikgesichtern? Die finde ich echt gruselig. Gut. Ich finde gar mehr gruselig. Ich finde die Bruderschaft gruselig. Okay. Sieht alles gut aus. Und das Schiff ist auch nicht versenkt. Danke, Anwärter. Klar. Jederzeit. Weißt du, was eine 5 Kilo Kakerlake mit einem Auftriebsregulator macht? Kann's mir vorstellen. Tu mir nicht so. Soll das größte Kriegsschiff der Bruderschaft von Käfern erledigt werden? Ist ja schon gut. Erzähl nur Ingram nichts, okay? Gut. Aber es gibt einen Grund, warum man in der Nähe der Instrumente nicht essen darf. Mein Gott, na, hat er gegessen. Das ist... Ehrlich, das ist... Ich bin schwer entsetzt vor der Bruderschaft. Der hat neben die Instrumente gegessen. Ehrlich, das ist... Ja. Eigentlich würde ich den ganzen Scheiß nicht mehr mitnehmen. Warte mal. Ich werde das jetzt anders machen. Inspektoren-Outfit weg. Die zwei da mal weg. Das da mal weg. Das da mal weg. Bin ich da jetzt auf der falschen Seite vor den ganzen Gewagel? Muss ich da um mich irgendwo? Die muss er da irgendwo sein, der Zaug. Nie vergessen. Nach Dienstschluss hole ich mir ein dickes Salisbury Steak. Wenn ihr was Verdächtiges hört, Ja, Mahlzeit. habt ihr die Pflicht, es sofort zu melden. Wir leben jetzt auf feindlichem Gebiet. Der Zweck rechtfertigt die Mittel, wenn es darum geht, das Commonwealth zu befreien. Na bitte, warum auch nicht? Diese Wissenschaft wird gleich Augen machen. Das Institut gibt Maschinen freien Willen. Laut meiner Programmierung ist das abscheulich. So, das dürfte halten. Danke, Schwester. Wir müssten uns keine Sorgen machen, dass sie entkommen, wenn sie nicht auf dem Schiff wären. Bedenken zur Kenntnis genommen, Gelehrte. Richte Proctor Ingram meinen Dank dafür aus, dass ich dich ausleihen durfte. Laut meiner Programmierung ist das Du kannst dir die abscheulich. Exemplare gern ansehen, aber bitte nichts anfassen. Ich übernehme keinerlei Verantwortung, wenn du dich verletzt. Du hast ja eine beeindruckende Sammlung. Dankeschön. Die meisten Leute wissen nicht zu schätzen, was ich hier Wichtiges zu erreichen versuche. Ich stehe kurz davor herauszufinden, wie die Körper dieser Kreaturen sich an die Strahlung, die ihren Lebensraum kontaminiert, angepasst haben. Wenn ich den Code knacken kann, kann ich unsere Truppen mit einer Schutzverbindung ausstatten, die deutlich besser ist als Radax. Hört sich kompliziert an. Eigentlich ist es recht einfach. Weißt du, die ionisierende Strahlung, die nach dem großen Krieg zurückblieb, ist tödlich, weil sie den meisten Lebewesen Schaden auf Zellebene zufügt. Allerdings hat sich der Körper dieser Kreaturen nach mehreren Generationen angepasst und seine Gene so verändert, dass ein Zellverfall verhindert wird. Ich glaube, ich weiß, wie ich diese genetische Neustrukturierung beschleunigt replizieren kann. Statt in Jahrzehnten kann ich sie in Augenblicken durchführen. Zumindest für einen kurzen Zeitraum. Warum nur vorübergehend? Warum den Code nicht dauerhaft verändern? Den genetischen Code dauerhaft zu verändern, das ist zu nah an dem, was mit FIV passiert ist und die Supermutanten erschaffen hat. Ein solches Risiko gehe ich nicht ein. Ich würde dir gern eine Probe der Verbindung zeigen, aber leider hänge ich an einem Problem fest, das mich daran hindert, eine Probe zu synthetisieren. Die Exemplare, die ich bereits habe, können nur begrenzt Blut und Genmaterial spenden. Wenn ich zu viel entnehme, sterben sie. Deshalb brauche ich zusätzliche Blutproben von den Kreaturen im Commonwealth. Kein Problem. Ich helfe gern. Ich weiß dein Vertrauen in meine Fähigkeiten zu schätzen, Schwester. Ich habe deinen Pip-Boy so modifiziert, dass er die Leiche jeder kürzlich getöteten Kreatur auswertet, die die passende Blutgruppe hat. Du musst dann nur noch geeignete Proben entnehmen und sie zu mir bringen. Hey, ich weiß wirklich zu schätzen, dass du das für mich tust. Schön zu wissen, dass ich nicht die Einzige in der Bruderschaft bin, die dem Fortschritt aufgeschlossen gegenübersteht.
Sehr gut. Da gibt es jetzt Wenn du pure dir keine Kohle. Kugel einfangen willst, solltest du einem Gunner nicht wieder den Rücken zudrehen. So da, jetzt reisen wir noch schnell zurück in der Siedlung. Wir sind da eigentlich... Na, mit den Maxen reden wir noch. Und dann geht's wieder ab ins Commonwealth. Wir haben einiges zu tun und wenig Zeit. Wenn die Pflicht ruft, darf keine Zeit vergeudet werden. Jawohl, wenn die Pflicht ruft. Also, Was hast du auf dem Herzen, Soldat? gar nichts. Ich hätte eher Bauchweh. Dürfte der panierte Kaffee gewesen sein, der dürfte schlecht gewesen sein. Jetzt druckt's mir halt... jetzt druckt's mir halt sämtlichen Scheißdreck hinaus, wie man so schön sagt. Ada, ich frag die gleich gar nicht mehr. Unserer Sache beizutreten war die weiseste Entscheidung deines Lebens, Schwester. Ich bereue sie jetzt schon. Nein. Anzeige festziehen. So? Jetzt in der Mitte treffen. Da? Jetzt halbieren. Willst du das machen? Nein, du hast es schon fast. Ach ja, unser Bruderschaft. Das war's. Maxen du jetzt Haus? Jetzt, da Sie die Crew der Pridwen kennen, sind Sie bereit für Ihre nächste Mission, Schwester? Von was für einer Art von Mission sprechen wir hier? Die Art Mission, bei der sich Ihr Training endlich bezahlt macht. Dann legen wir mal los, ja? Schauen Sie mal dort drüben. Das ist Fort Strong. Dort wimmelt es nur so vor Supermutanten. Diese widernatürlichen Kreaturen so nahe bei mir zu haben, dass man sie riechen kann, ist einfach unerträglich. Außerdem setzen sie auf einem großen Vorrat an Fatman-Munition, die wir für unseren Feldzug gebrauchen könnten. Ich möchte, dass Sie da hingehen, alles ausschalten, was sich bewegt, und den Munitionsvorrat für uns holen. Verstanden? Supermutanten? Ich dachte, das Institut wäre der Feind. Supermutanten sind nicht besser als Synths. Sie erinnern uns stets daran, dass Technologie mit Bedacht eingesetzt werden sollte. Ganz egal, ob man mit Hilfe der Biochemie Gene manipuliert oder aus ein paar Schaltkreisen Leben erschafft. Diese Art von Wissenschaft ist falsch. Als Mitglieder der Bruderschaft ist es unsere Pflicht, solche Abscheulichkeiten zu beseitigen. Gleich in welcher Form sie auftauchen. Ich kann also darauf zählen, dass Sie den Job erledigen? Was macht diese Munition? Der Fatman ist ein wichtiger Bestandteil der Ausrüstung der Bruderschaft. Es handelt sich um einen kleinen, tragbaren Atomsprengkopf. Ein Trupp, der mit einem dieser Dinger ausgestattet ist praktisch unaufhaltsam. Sollten Sie jedes Vergnügen haben, einen Fatman abzufeuern, dann beherzigen Sie diesen Rat. Schießen Sie damit nicht auf kurze Distanz. Sonst bleibt nicht genug von Ihnen übrig, um damit einen Schuhkarton zu füllen. Reicht das als Begründung? Ist so gut wie erledigt. Ich weiß, dass Sie mit dem Kampf gegen das Institut beginnen wollen. Aber das wird noch etwas warten müssen. Die Bruderschaft kann nicht zulassen, dass diese Monster über ein atomares Arsenal verfügen. Wir haben ein Vertibird für Sie. Bewaffnet und bereit zum Abflug. Nutzen Sie ihn, um unsere Botschaft nach Fort Strong zu tragen. Und diese dreckigen Mutanten dort auszulöschen. Wegtreten. Ach Leute, ich sag's euch. Oh! Ich muss jetzt aber zwischendurch wieder speichern. Ich hab schon viel zu lange nicht mehr gespeichert. Chemieglas können wir brauchen. Gut. Wir werden jetzt mal kurz abdübeln in Richtung einer Siedlung. Ich will was ausprobieren und dann werden wir auch diese Aufnahme beenden. Oh, seht ihr, was wir Neues zu tun haben. Wahnsinn. Ja, na, heute machen wir es gemütlich. Heute beenden wir das gemütlich in Sanctuary. Und dann sind wir schon zufrieden. Ah, herrlich.
Ruhe, Ruhe, Ruhe. Wow, 300 Kilo waren das jetzt. Saugeil. Oh. So. Was war das? Ah, das können wir zerstören. Zerstören wir die, ist auch wurscht. Zerstören wir die, ist auch wurscht. Die. Jetzt da will ich schauen. Boah, 97. Halt die Falten. Strahlbündler. Ui. Ja, da haben wir uns jetzt ein Baby geschaffen. Das benennen wir um in... Wann es ausgeht. Mit Fanta. Shit. Können wir denn das drum nennen? Murz drum Gau. Murz drum Gaudi. So. Okay. Dich nennen wir um in klein, fein, mein. So. Wächter des Aufsehers, das passt. Und dich nennen wir dicke Bertha. Wie nennen wir dich? Habe ich schon, weiß ich schon. Das ist doppelt gemoppelt. So. Okay. Naja, 90 ist auch nicht schlecht. Mich erfreut alles, was ihr Überleben sicherstellt. Süß, danke. So. So, meine kleine Maus, können wir bei dir auch schon was tun? Das schauen wir uns das nächste Mal an. Jetzt da ist einmal der Charakter wichtig, dass wir da wieder mal auf gleich kommen. Naja, schaut nicht so schlecht aus, ha? Was sagst du dazu? Was war das? Ah, das war das drum. Jüngerkapuze. Gefällt mir ganz gut.
Vielleicht kriegen wir im Laufe des ganzen Mists da noch ein paar Sachen mehr dazu. Das war geil. Warte mal. Geil. Aber eigentlich können wir schon einen Generator bauen. Ja. Geil. Haha. Es wird. Das können wir noch machen. Und dann ist auch wirklich Schluss für heute. Wieso hängt der da durch? Ja. Dann müssen wir das jetzt anders machen. Dann müssen wir ihm da einen Übergang schaffen. Sonst hängt der durch. Und das will ich wieder nicht. Hängt am Mistkabel. Da werden wir uns was einfallen lassen, das passt mir alles so nicht. Gut, ja, wir werden heute wieder mal in Sanctuary übernachten und da auch das Let's Play für heute beenden. Ja, wenn wir ein Bett hätten. Naja, es wird. Ein Bett bitte. Warte mal. Betten. Wie nennt man das? Sehr gut. Herrlich, oder? Oh, da war jetzt auch noch mal Kasteln gestanden, drum hängen die da. Gut, wir werden das Ganze jetzt da beenden. Wir hören und sehen uns das nächste Mal wieder. Und wenn du Interesse hast, selbstverständlich, gell? Also unverbindlich, wenn du Interesse hast,
bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Baba.